Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Auch im Kabel auf 92,7. This moment, this minute, and each second in it will leave a glow upon the sky, and as time goes by, and in it will leave a glow upon the sky, and as time goes by, it will never die. This will be my shining hour, calm and happy and bright. In my dreams your face will flower through the darkness of the night, like the lights of home before me. Darkness of the night, like the lights of home before me. You're an angel watching over me. This will be my shining hour till I'm with you again. So put it ding 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 ding. So put it ding 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 home. So put it ding ding ding. Papa people 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 put it people. So do dee, so dee dang, so ding 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 boom 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 boom. She ding ding ba ba oh. So we did that ding. Should I do boo boo ba boo ba boo boo? Ding 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 dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong. This will be my shining, shining hour, calm and happy and bright. In my dream, your face will flower through the darkness of the night, like the lights of home before me. You're an angel, watching over me. This will be my shining hour till I'm with you again. Oh, till I'm with you again. Herzlich willkommen, Damen und Herren, hier auf Orange 94.0, dem freien Radio in Wien. Birgit Denk, mein Name. Und natürlich, Sie merken sofort, ui, ist schon wieder Donnerstag. Ja, tatsächlich, wie jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr, Musik aus Österreich hier im freien Radio in Wien mit allen, was dazu gerast ist oder schon immer da war und hier in dieser schönen Stadt musiziert, wie auch die Gäste der letzten Woche. Letzte Woche war die Caroline Ock da, gemeinsam mit dem Johannes Thoma, Color of Voices, und der gute Herr
Hannes ist kein Depp nicht und hat sich lauter Ladies ausgesucht, die mit ihm gemeinsam auf diesem Album musizieren. Und das eben gehört Ladies ausgesucht, die mit ihm gemeinsam auf diesem Album musizieren. Und das eben gehörte war Valentina Marino, Damen und Herren. Ja, und so weiter und so fort. Alle sollten sofort, die auf Frauen stängern, also jeder da draußen, auf die Colors of Voices Seite gehen oder Johannes Thoma googeln oder was auch immer, zumindest Suchmaschinen. Und dann werden sie fündig werden und können diese CD natürlich selbstverständlich persönlich bestellen, aber auch im Netz downloaden, aber auch natürlich, wie das heute im Rundum-Paket so üblich ist, auch ein YouTube-Video anschauen. Ja, also alles für Aug und Ohr was dabei. Ja, Musik aus Österreich, vielfältig und bunt, und wie jeden Donnerstag habe ich natürlich auch heute wieder Gäste, die ich in Kürze auch in ihren Ohren begrüßen werde. Mich natürlich auch heute wieder Gäste, die ich in Kürze auch in ihren Ohren begrüßen werde. Mir haben wir schon gesagt, servus Christi, aber wenn Sie dann dazukommen, freut mich das sehr. Vorher gibt's noch was von einer wunderbaren Dame. Wir sind nämlich draufgekommen, der Johannes Thoma und ich letztens, wie er da war, dass wir uns im Jänner treffen, nämlich bei der Freiburger Kulturbörse, wo er spielen wird, wo ich spiele, und habe ich mir gedacht, dann machen wir gleich das dreiblättrige Kleeblatt voll, wo auch eine gewisse Marina Zettel spielen wird. Also nicht als Marina Zettel, sondern mit ihrer hervorragenden Formation im Trio Marina and the Cats. Das Album Wild erscheint gerade, ja, und ich habe mir natürlich sofort etwas ausgesucht, um Ihnen dieses schöne Album vorzustellen. Easy Does It, ja, so heißt's. Natürlich sofort etwas ausgesucht, um Ihnen dieses schöne Album vorzustellen. Easy Does It, ja, so heißt's. Marina and the Cats. All you busy fellas, you got it going on. Looking sharp as a razor at the break of dawn. Early to bed and early to rise. Might work for you, but I don't think that's wise. Look at you, you walk the dog, you clean the house. Fried some eggs, baked some bread and kissed your spouse. Do as you please, I won't participate. Your spouse. Do as you please, I won't participate. 'Cause I don't bother, I'd rather get up late. Don't you worry all the time, easy does it. Better always keep the cool, take it slow. It's your state of mind, easy does it. Never ever let that conscience take control. Me and the cats out on their Monday night, swing to the beat till the broad daylight. As I'm sitting here smoking my last cigarette, I still don't feel all that sleepy yet. Hey, still don't feel all that sleepy yet. Hey, bartender, are you open, dear? I'm real close to dying of thirst right here. I'm quite tolerant, there's only one thing I hate. To rise with the sun, I'd rather get up late. Don't you worry all the time, easy does it. Better always keep the cool, take it slow. It's your state of mind, easy does it. Never ever let that conscience take control.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien, Marina and the Cats, selbstverständlich hier. Musik aus Österreich wie jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr und Wild auf Vinyl und CD erschienen ist seit 4. November im Handel erhältlich. Schlagen Sie zu, Damen und Herren. Am 4. November haben Sie das dann auch gleich freudigst präsentiert. Dort, wo Marina and the Cats eigentlich hauptsächlich spielen, nämlich in Germanist präsentiert. Dort, wo Marina and the Cats eigentlich hauptsächlich spielen, nämlich in Germanien, weil auch Ger hinten in der Klammer steht, deshalb Germanien. 4. November waren sie in Münster, Damen und Herren, und jetzt sind sie die ganze Zeit sicher da in Deutschland unterwegs und wir freuen uns sehr, dass wir sie auch beim Kulturdinner, ja, am 17. November in Wien ansehen dürfen oder am 20. November im Schloss Wolkersdorf in Hausmannsteden und jetzt wird's zünftig, ne? Oder BBC in Graz am 26. November im Rahmen von Styrian Sounds. Spielräume Spezial gibt's ebenfalls am 4. Dezember mit Marina and the Cats USW. Am besten, Sie schauen gleich auf ihrer Facebook-Seite nach Marina and the Cats. Das Album Wild seit 4. November im Handel erhältlich. And the Cats, das Album Wild seit 4. November im Handel erhältlich. So, und was gibt es Neues? Der Titel der Sendung und natürlich Neues. Im Oktober, November überschlagen sich immer musikalisch die Ereignisse. Ständig so viele Konzerte, dass man sich denkt, 3 Ärsche waren besser, könnte die 3 Konzerte gehen. Aber auch 3-mal so viel Geld war gescheiter, könnte man alle CDs kaufen, die erscheinen. Denn im Oktober, November, da ist ja wirklich, da geht die Tür nicht zu. Da ist wirklich musikalisch, alles wird rausgebracht, weil die Presse schreibt, weil alle daheim sind und keiner in Urlaub und noch keiner ist im Weihnachtsfieber. Also da ist diese enge kulturelle Nische, wo alle außerbringen. Ja, gut, das ist also das Musikzeitalter. Oktober, November. Und zu Gast haben wir auch das ist also das Musikzeitalter. Oktober, November. Und zu Gast haben wir auch 2 Herren, die aber jetzt glaube ich nicht nur im Oktober und im November viel zum tun haben. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass Sie Zeit finden, 1 Stunde mit uns hier in der Klosterneuburger Straße 1 zu verbringen. Der Franz und der Nico. Servus, grüß euch. Hallo Birgit. Danke für die Einladung. Ja. Schön, dass ihr da seid. Gemeinsam 2 Herren unter dem wunderschönen Titel Villa Maddalena. Was ist das? Villa Maddalena. Stellen wir uns ein Haus vor. Ein Künstlerviertel in Sao Paulo. Und dort war der Franz einmal vor vielen Jahren und hat die brasilianische Musik, oder genauer gesagt die Choro-Musik, die brasilianische Musik, oder genauer gesagt die Choro-Musik kennengelernt. Und das war so irgendwie das erste Thema, vor allem bei der ersten CD, mit dem wir uns ein bisschen befasst haben. Und ich habe die Musik, bevor ich den Franz kennengelernt habe ich die Musik gar nicht gekannt. Die Genre-Musik. Woher denn auch? Ich habe immer auch Villa Maddalena, der Begriff hat mir gar nichts gesagt. Aber du wurdest von Franz sofort eingeführt in das Thema. Ich bin ihm sehr dankbar dafür und ja, so jahrelang beschäftigen wir uns ein bisschen mit Brasilien und es gibt auch eine Eigenkomposition vom Franz, die Villa Maddalena heißt. Und zum Künstlerviertel noch, genau, das ist ein Künstlerviertel, wo sich Musiker jeden Tag treffen, wo es in jeder Ecke, das ist ein Künstlerviertel, wo sich Musiker jeden Tag treffen, wo es in jeder Ecke Straßenmusiker gibt und eine sehr lebendige Stadt und überhaupt dieses Viertel sehr, sehr lebendig und es dreht sich alles um die Musik. Und bevor wir uns anhören, was der Franz dazu sagt, wie das damals war, hören wir doch gleich das Lied. Das heißt, das ist von einem unter Anführungszeichen alten Tonträger, sprich vom ersten. Wann ist der erschienen? Der ist erschienen 2014.
Schauen wir gleich nach. Weil das ist ja so glatt aufgeschrieben. Da, ich kann es noch lesen, sehr gut. Und da ist eben das Stück drauf, das quasi den Namen zur Formation, aber auch die Grundidee dahinter ein bisschen beschreibt. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Dann hören wir doch hinein. Damen und Herren, da ein bisschen beschreibt. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Dann hören wir doch hinein. Damen und Herren, Villa Madalena. Passt nicht, wenn es das falsche Stück ist, ist es das falsche Stück, Damen und Herren. Das ist nämlich 7 und wir brauchen 8. Man hat ja gleich gehört, das kann doch nicht das lebenspulsierende Villa Madalena sein, wenn es da so Vaterherz habert. Nein, so klingt's, bitte sehr. Villa Madalena, denen haben wir gerade jetzt quasi akustisch einen Besuch abgestattet, und einen Besuch abstatten tun noch immer die zwei Herren von Villa Madalena, nämlich der liebe Nikola Zaric, ja, und Franz Obertaler. Beide sitzen die Madalena, nämlich der liebe Nikola Zaric, ja, und Franz Obertaler. Beide sitzen
direkt neben mir haben sich selber die CD angehört, weil das ist ja noch von der alten CD. 2014 ist immer ungewohnt, wenn man wieder reinhört in das alte Stück quasi. Du warst damals, Franz, in Brasil. Ja. Weshalb, warum? Das war eine Urlaubs- und Bildungsreise. Aber natürlich, es war nicht er, sondern das Mikro, was Sie jetzt gehört haben. Urlaubsreise und Bildungsreise, würde ich sagen. Also ich habe versucht zu informieren über Musik. Das ist quer durch Brasilien gegangen, dann weiter nach New York, mehrmonatiger Aufenthalt in New York und habe dann viel mitgenommen. Und ja, ganz interessant, wie ich dann zurückgekommen bin, habe ich hier in Wien Kontakt gehabt mit vielen brasilianischen Musikern. Und das hat sich quasi herumgesprochen, da war einer bei uns daheim, den schauen wir uns genau an. Glaube ich nicht, das war eher mehr Zufall, aber was das Lustige an der Sache ist, wir haben uns im Sommer, glaube ich nicht, das war eher mehr Zufall, aber was das Lustige an der Sache ist, wir haben uns im Sommer getroffen, das war vor circa 10 Jahren, und haben uns mehrmals in der Woche getroffen, und zwar genau hier ums Eck vom Studio im Augarten. Und haben uns in die Wiese gesetzt und gespielt und so die Musik kennengelernt. Wenn es geregnet hat, sind wir hier gekommen am Gaußplatz und da drüben ist ein Lokal gewesen. Bin gerade vorbeigegangen, ist jetzt eine Baustelle, da war ein Café und wenn es geregnet hat, haben wir da drinnen gespielt. Das ist ja cool. Also quasi gleich gemeinsam weiter Feldforschung im wunderschönen Augarten und dann hin und wieder regnet es halt auch. Dann ist man halt im Kaffeehaus. So du, wie kam es dann zu der Zusammenarbeit mit dem Nico? Weil das ist jetzt nicht der Brasilianer vor dem Herrn, muss man sagen. Genau. Obwohl er so ein bisschen hat. Nicht der Brasilianer vor dem Herrn, muss man sagen. Genau. Obwohl er so ein bisschen hat. Naja, ich wurde, wann war das? Circa 2012 oder so, wurde ich engagiert für eine serbisch-österreichische Hochzeit. Und so eine Hochzeit habe ich davor nie gespielt. Habe auch nicht gewusst, wie ich das jetzt anlegen soll. Was für ein Repertoire muss ich spielen? Das Serbische hättest du schon gewusst, aber Genau, das jugoslawische Repertoire hätte ich gewusst, aber der österreichische der war mir noch leicht fremd. Der organisatorische Teil. Und der organisatorische Teil, ja, ich kenne das natürlich auch, genau, in meiner Szene, und da geht's manchmal sehr lustig zu. Und ein Musikerkollege hat mir den Franz empfohlen und hat gemeint, ja, der spielt ein bisschen Balkan. Und ein Musikerkollege hat mir den Franz empfohlen und hat gemeint, ja, der spielt ein bisschen Balkan, ein bisschen Jazz und alles Mögliche. Und da haben wir gedacht, ja, ich versuch's einmal, und haben uns getroffen und haben eine Band zusammengestellt, alles improvisatorisch, alles auf 3, 2, 1 und geht schon. Und ja, lustigerweise haben wir sehr schnell eine gemeinsame Sprache gefunden. Der Franz mit seinem jazzigen Hintergrund hat einen ganz eigenen Zugang zur jugoslawischen Musik gefunden, und ich eben mit meinen Wurzeln aus dem Balkan auch zum Jazz, und dann haben wir uns in der Mitte irgendwo getroffen, und es hat sich tatsächlich unserer Meinung nach eine eigene Stilistik herauskristallisiert. Und das Brasilianische wurde dir dann eingetrichtert? Es wurde mir so quasi eingetrichtert. Wie gesagt, Brasilianische wurde dir dann eingetrichtert? Es wurde mir so quasi eingetrichtert. Wie gesagt, ich bin dem Franz heutzutage sehr froh. Es war tatsächlich so, er hat mir den Vorschlag gemacht, ja, ich habe da mit Brasilianern gespielt, und wie wäre es, wenn wir zweimal sowas versuchen zu spielen. Und das war auch, das Akkordeon ist ja in der Musik eigentlich nicht alltäglich, also es ist leicht fremd, es ist nicht üblich, dass man am Akkordeon Choros spielt, und es war eine kleine Herausforderung für mich, aber ja, es ist einfach eine Frage der Zeit, man hört sich da rein, und lustigerweise haben die Brasilianer eben zur Musik, oder überhaupt die Mentalität der Musiker ist sehr ähnlich auch bei den jugoslawischen Roma-Musikern, so das Zusammentreffen ohne Noten und geht schon. Bei den jugoslawischen Roma-Musikern, so das Zusammentreffen ohne Noten und geht schon den ganzen Tag und spülen wir, und es macht immer sehr Spaß.
Siehst du das? Und so eine Riesengaude, dass es nicht nur bei der ersten CD geblieben ist, die wir gerade zumindest einen Track draus gehört haben. Eigentlich ein Track und ein paar Takte vor einem anderen. Aber die zweite CD, bitte, die ist ja jetzt auch wieder brasilianisch, ja, auch schon von der Farbgebung her, haben wir besprochen draußen, Vila Madalena. Sprich du mal richtig aus, wie das heißt. Vila Madalena. Ja, der Titel. Me deixa em paz. Siehst du das? Glaube ich. Ich verbrenne mir Hat nicht man die mir Zunge, gesagt. das magst schön du. Aber das drunter kann ich besser aussprechen. Das kannst du auch. Ja, aber du sagst das gerade so schön. Also Lass was mich du an. magst schön du. Aber das drunter kann ich besser aussprechen. Das kannst du auch. Ja, aber du sagst das gerade so schön. Also Lass was mich du, angelangt. ja, kann ich vielleicht besser sogar. Lass mich angelernt. Lass mich angelernt ist die direkte Lebenseinstellung, Übersetzung eigentlich? Ja, das ist natürlich auch das Titelstück von der CD und da muss ich vielleicht kurz dazu sagen, das ist einer der ersten Versuche, bei dem wir uns in unserer vokalen Stärke geübt haben. Das heißt, wir haben das erste Mal gesungen und wir haben das Stück, das ist ursprünglich natürlich ein brasilianischer Genre gewesen und wir haben das ein bisschen arrangiert, haben eine schöne zweite Stimme dazu geschrieben und versucht auf Portugiesisch zu singen, sind dann kläglich an der Sprache gescheitert und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt und wir haben uns einen Texter gesucht, ein guter Freund, Bernhard Ehrenfeldner hat uns einen Text geschrieben und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt und wir haben uns einen Texter gesucht, ein guter Freund, Bernhard Ehrenfeldner hat uns einen Text geschrieben und dann haben wir daraus ein Wiener Lied gemacht. Jetzt muss ich aber ehrlich sagen, das müssen wir uns jetzt schon anhören eigentlich, oder? Ja, das habe ich jetzt befürchtet. Aber Naja, gerne. wenn du da das so ausbreitest, die Geschichte, dann wolltest du es ja eigentlich. Welcher Track ist das dann jetzt da? Der letzte? Oder, nein, das ist die Fortsetzung, um Gottes Willen. Die können wir jetzt beide anhören. Und man muss dazu sagen, wir haben zum ersten Mal auf einer CD gesungen. Nummer 8. Nummer 8. Sie haben zum ersten Mal Ja. und beide keine Fischgefangten. Also so muss man, der Franz Deit, oh ja, oder? Du hast schon gesungen, irgendwann einmal. Ja, natürlich. Ja, die denke ich mir ja fast eigentlich, das geht ja sonst gar nicht. Viel Spaß. Aber wir hören Sie jetzt singen, nachdem Portugiesisch jetzt nicht die Sprache der Wahl war, ist ja wirklich nicht. Aber wir hören Sie jetzt singen, nachdem Portugiesisch jetzt nicht die Sprache der Wahl war, ist ja wirklich nicht so einfach. Freut's mich sehr, wir hören Sie jetzt auf Österreichisch, kann man so sagen, oder? Ja, und Franz versteckt sich bereits. Das kann doch nicht so arg sein. Freut mich sehr, Vila Madalena. Lass mich einfach angelangt, die hat's ja noch nie erzählt, mit mir allein, nur da zu stehen, sie gegenseitig spielen, der Sonne zuschauen beim Untergehen, grad wie im Lied. Doch für die war ich ein Spielzeug, ein Zeitvertreib. Ich hab die gar nicht interessiert. Wie hast dir das vorgestellt? In dir das vorgestellt? In deiner Traumwelt, wo alles nur zum Schein besteht. Wenn's mich fragst, wie's mir geht, meinst, dass ich mit dir noch red, sicher nicht. Die falsche Tour, die kannst du schenken, ich wär mich nicht kränken, du bist mir wirklich viel zu wurscht.
Lass mich auch gelernt, aber irgendwie fehlt da jetzt noch was, oder? So vom Text her, oder? Bist mir wurscht, so kann man da nicht aufhören, oder? Nein, so kann man nicht aufhören. Natürlich, da gibt es eine dritte Strophe und wir haben uns von dem Texter, von dem bereits genannten Bernhard Ehrenfellner, natürlich mehrere Strophen schreiben lassen und einige dieser Strophen, die waren dann doch recht deftig, wie es halt so im Wiener Lied manchmal üblich ist. Ne? Und wir wollten das nicht singen. Haben wir überlegt, dann haben wir die Strophen umschreiben lassen, weil wir haben uns gedacht, wenn wir so auftreten, das dürfen wir nicht machen. Jetzt haben wir einen Kompromiss gefunden. Wir haben die dritte Strophe, die ein bisschen deftig ist, die haben wir einfach ausgelagert und wir lassen das den Texter selbst singen. Ist jetzt ein Schlawiner? Die haben wir einfach ausgelagert und wir lassen das den Texter selbst singen. Ist jetzt ein Schlawiner? Das ist ein Wahnsinn. Also bitte sehr, der Texter gibt seinen Senf dazu, bitte. Na wissen's, ich halt das einfach nimmer aus. Hat die über Häuser schlechte und zwar Leser auf den verbalen Ballerwatsch ist wirklich keiner Schorf. Komm, verlier dich, du Funsen und hupf in Gatsch. Du alte Trutschen trau dich heim, ich mein, ich tram, sowas wie du ist nicht zum Tarzan. Jetzt bist du alle noch da. Was ist? Jetzt bist du alle noch da. Was ist? Gehst jetzt? Was muss ich denn noch sagen? Das geht mir am Sager. Was ist? Schau, dass du weiterkommst. Wie lang geht denn das noch? Da sieht man wieder, wie freundlich unsere heutigen Gäste sind, dass sie diesen Text nicht singen wollten, der ja eigentlich fürs Wienerische ja noch immer nix ist. Aber es sind sehr wohlerzogene junge Herren hier heute bei mir zu Gast auf Orange 94.0 im Freien Radio in Wien. Nämlich gemeinsam sind sie Villa Maddalena und die CD, die im August heuer erschienen ist auch mit. Die habe ich in der Hand und für alle, die selbige jetzt sofort haben wollen, wie kommen Sie zur CD? Die selbige jetzt sofort haben wollen. Wie kommen Sie zur CD? Die werten Damen und Herren zu Hause vor den Radioempfangsgeräten. Naja, im August haben wir die CD aufgenommen und am 17. November im Kabaretthaus Wien-Dobona werden wir sie präsentieren. Und ab 18. ist sie natürlich auch online, wird sie zur Verfügung stehen aber wir empfehlen am 17. dass alle kommen und dort wird die CD massenweise vorhanden sein und massenweise über den Ladentisch wandern so ist mit es. Registrierkassenzetteln der Einzelnen. Genau. Und veröffentlicht wird die CD bei Preiser Records. Bei Preiser Records. Und noch einmal, Damen und Herren, 17. November im Wien-Dobona, also auch gleich da bei uns im Radio Rausch um die Ecken eigentlich, wird die CD präsentiert, lass mich angelernt. Ja. Machen Sie selbiges nicht, eigentlich wird die CD präsentiert, lass mich angelernt. Ja. Machen Sie selbiges nicht, sondern bequemen Sie sich am 17. November ins Kabarett Wien-Dobona. Ist auch ein Donnerstag und ab 20 Uhr geht's dort los und da geht man vorher hin, trinkt schon ein Glaserl, isst ein bisschen was und hört sich dann die schöne Musik an. Bevor wir übrigens die schöne Musik hier auch live hören dürfen, habt ihr vorher schon ein Musikstück noch von der CD ausgewählt, um ein bisschen nicht nur den Texter jetzt am Schluss zu Wort kommen zu lassen, sondern auch vorzustellen, dass ihr einige Gastmusiker und Musikerinnen auf der CD habt. Ist es so, wenn man zu zweit ist, dass man sich denkt, oh, ist das so einsam, da hätte man noch gern wen dabei, oder warum Gäste? Naja, wir haben uns da ein bisschen den Johannes Thoma zum Vorbild genommen und haben uns versucht, Sängerinnen einzuladen, die wollten aber nicht kommen zu uns. Thoma zum Vorbild genommen und haben uns versucht, Sängerinnen einzuladen, die wollten aber nicht kommen zu uns. Aber wir haben es geschafft, eine Sängerin einzuladen. Eine ganz großartige Sängerin, die hat auch ebenfalls einen Bezug zu dieser brasilianischen Szene. Die Anna Laszlo singt mit uns einen Choro und zwar auf Silben, nicht mit Text. Und, das, was man Sketten nennt oder wie bei den Inder oder so? Ist das so was Vergleichbares? So Bambardiner-artiges? Würde ich so sagen, ja. Kann man vielleicht vergleichen. Ja. Das ist ein Stück mit dem Titel Vesse Costas, da singt sie auf Silben und dann hat sie für uns ein Stück geschrieben, ebenfalls ein Choro, das hat sie selber komponiert.
und dazu einen ungarischen Text geschrieben, und zwar besteht das ganze Stück aus ungarischen Zungenbrechern. Ungarischen Text geschrieben, und zwar besteht das ganze Stück aus ungarischen Zungenbrechern. Die ja wahrscheinlich, wenn man sich das Ungarische anhört, ja schon das Ungarische an sich möglicherweise als Zungenbrecher verstanden werden kann, aber das sind dann, da hast du versucht, sowas nachzusprechen? Wir versuchten das selbst zu singen, aber wir sind natürlich wieder gescheitert. Hauptsächlich Unmöglich. Was spielen wir jetzt, die Zungenbrecher oder was nehmen wir uns vor? Nehmen wir Nummer 3. Nehmen wir Nummer 3. Das sind jetzt, das ist der Silbengesang. Ja, so ist es. Bitte sehr, Damen und Herren, wir hören vom Album, bitte sehr, das ich auf Portugiesisch nicht aussprechen werde. Lass mich angelernt hast, so kann's ich gut sagen. Hören wir von Vila Madalena einen wunderschönen, ist das jetzt ein Traditional quasi? Kann man das so sagen? Das ist ein Genre. Eben, also Ja. würde man auf amerikanisch Traditional So ist nennen. es. Genau. Damen und Herren, Vila Madalena hier heute live zu Gast. Die zwei Protagonisten, die sich schon sehr darauf freuen, wenn Sie, werte Damen und Herren, den werten Donnerstag, nämlich den 17. November dazu nutzen, um 20 Uhr spätestens im Kabarett Wien Dobona aufzuschlagen. Dort werden Sie nämlich Ihre CD präsentieren, die da heißt Lass mich angelernt. Und wir durften schon in die CD hineinhören. Der große Mix von brasilianischer Musik über jugoslawischer Musik, über Jazz, über ist doch alles wurscht, Hauptsache es klingt leibernd quasi. Also alles in einen großen Haufen Jazz, über ist doch alles wurscht, Hauptsache es klingt leibernd quasi. Also alles in einen großen Haufen geschmissen auf eine CD. Das ist sehr schön. Die Spielfreude ist auf der CD zu hören. Und meistens sagen ja dann die Menschen,
ja, aber wenn's live spielen, ist das noch viel besser. Und wenn sie schon da sind, dann wollen wir doch denen, die das immer sagen, wenn's live ist, ist viel besser, eine kleine Freude machen, denn die zwei Herren sind bereit für uns live zu spielen. Der liebe Franz rennt schon wie der Tiger links und rechts im Gehege hin und her. Er ist kaum mehr zu halten, wie das Pferd in der Rennbox. Ist er quasi schon gleich bereit loszulegen. Und vorher fragen wir noch ganz kurz den lieben Nico, was hören wir denn jetzt? Wir spielen jetzt einen ganz beliebten Choro Assagnado, aber auf Villa Madalenisch. Sehr gut. Legt Choro Assagnado, aber auf Villa Madalenisch. Sehr gut. Legt los, oh Musikanten. Wir freuen uns drauf.
Danke vielmals. Hier live auf Radio Rausch 94.0 im Freien Radio in Wien. Die zwei Herren, die hier heute zu Gast sind. Ja, das waren nur zwei, die jetzt musiziert haben, falls Sie sich gedacht haben, na, da ist ja die ganze Kapelle anwesend. Ja, die ganze Kapelle, bestehend aus Franz Obertaler und Nikola Saric, die beide hier heute als Villa Maddalena. Franz Obertaler und Nikola Saric, die beide hier heute als Villa Maddalena musiziert haben. Ja, jetzt ist schon vorbei. Am 17. November kommen Sie aber, werte Radio Orange Zuhörerinnen, in den Genuss, bei der CD-Präsentation von den beiden im Kabarett Wien Dobona dabei zu sein. 17. November, 20 Uhr Beginn, CD-Präsentation von Villa Maddalena. Die CDs haben's mit, Sie werden sich signieren, weiß ich nicht, mit Lippenstift, Busmundeln drauf machen, alles, wenn Sie vorbeikommen, die Musik super finden und die CD kaufen, so soll es sein. Und dann seid ihr ja zwar doch beschäftigte Musikanten, die ja dann eben in Popo auf mehreren Kirtagen unterwegs sind, weil warum? Damit man genug Geld verdient und weil Musik lustig ist und man das ja gern mehr macht. Ja, und damit man genug Geld verdient und weil Musik lustig ist und man das ja gern mehr macht. Ja, und die Frage ist, wann sieht man dann Villa Maddalena wieder? Oder ist es am 17. November nur, dann ist nichts mehr? Wir haben uns vorgenommen, wie wir letztens bei einer Ö1-Sendung gesagt haben, eine Welttournee. Ja. Mit Lass mich angelernt. Sehr gut. Bin ich dabei. Und das haben wir tatsächlich vor. Supergeil. Von Wien bis Villa Maddalena. Bis nach Brasilien. Das heißt, sicher. Zu zweit mit euren Instrumenten, die ja jetzt, ich überlege gerade, in Zeiten wie diesen muss man sich immer überlegen, wie kommt der Musikant mit Instrument ins andere Land? Also mit Georg Breinschmidt könnt ihr euch da länger drüber unterhalten. Genau. Aber bei euch ist das jetzt nicht so kompliziert. Doch, ist kompliziert. Es geht sich geradeaus, fliegen geht. Aber bei euch ist das jetzt nicht so kompliziert. Doch, ist kompliziert. Es geht sich geradeaus, fliegen geht sich geradeaus, aber mit dem Akkordeon ist es ein bisschen schwierig. Ja, es gab schon so ein paar Fälle, wo viele gedacht haben, dass ich eine Bombe in meinem Akkordeon habe. Aber du darfst es offiziell als Handgepäck mitnehmen oder ist das auch schon Streitpunkt? Hängt von der Fluggesellschaft ab, also welchen Flieger es sich handelt und von der Größe her, ja, manchmal geht's nicht, aber es ist ein ewiger Kampf. Okay, und muss das dann im Flugzeug aufgegeben werden? Einmal habe ich es aufgeben müssen und dann bin ich angekommen dort, wo ich gespielt habe und habe meinen Koffer geöffnet und meine ganze Bassseite war eingedrückt. Ja, das wünsche ich keinem Musiker, ja, so ein Anblick. Das ist das Schlimmste. War eingedrückt. Ja, das wünsche ich keinem Musiker, ja, so ein Anblick. Das ist das Schlimmste. Aber viele kaufen einfach eine eigene Sitzkarte für das Instrument und ja, das ist dann wieder eine Geldsache aber wir werden uns schon einen eigenen Plan ausmachen, wie wir das angehen. Oder wie der Raphael Bresnik erzählt hat, überall dort, wo er spielt, lässt er sich immer schon die Orgel hinstellen und in manche Clubs kaufen es sogar nicht. Genau. Bei denen liegt es auf der Hand, dass es nicht mitnehmen kann eigentlich. Na, bei uns geht es sich gerade noch aus. Ja, bei dir überhaupt, oder? So ein Saxophon, Klarinettal oder was? Genau, Saxophon, Sopran, Saxophon, Klarinette, das sind dann doch sehr viele Handgepäckstücke, da muss man dann schon die Unterhosen zu Hause lassen. Aber wenn man da handgepäcksmäßig, wenn man da quasi dann, weiß ich nicht, so eine Folie rumwickelt, ist auch ein Stück, oder? Ist das? Ja, aber das funktioniert mit 3 Stücken. Ja, das geht auch. Bis jetzt hat es immer funktioniert, ja. Sehr gut. Und wer wird euch diese Tour planen oder seid ihr solche Booking-Genies, dass ihr das alles selber macht? Na, wir arbeiten mit der Katrin. Oder seid ihr solche Booking-Genies, dass ihr das alles selber macht? Na, wir arbeiten mit der Katrin Karal zusammen und funktionieren schon jahrelang sensationell und
da werden wir uns schon einen Plan schmieden, wie wir das angehen. Sehr gut. Da können Sie dann quasi wie richtige Fans, wenn die Nationalmannschaft irgendwo hinfährt, so ist es. Dann fliegen die Fans mit dem Flieger mit. Also das heißt, wenn Sie sich rechtzeitig auf der Homepage www.villa, also mit einem L, Genau. minus madalena.com irgendwie registrieren. Haben Sie so ein Newsletter oder sowas? Oder irgendwie? Haben wir auch, Da meldet man sich an und dann schreiben die, wir spielen am so und so vielten in Paris, am so und so vielten in Lissabon, am so und so vielten in Buenos Aires. Und singen Wienerisch. In Paris, am so und so vielten in Lissabon, am so und so vielten in Buenos Aires. Und singen Wienerisch, genau. Genau, und dann kann man selber schon den Flug suchen, wo ihr fliegt und mitfliegen. So die ist es. stelle ich immer sehr schön vor. Ja, das wäre schon einmal ein Plan. Ein komplettes Marketingkonzept für euch im Wunderbar, Kopf. wir sind sehr zufrieden. Sehr gut. Aber vorerst, 17. November, bitte sehr, im Kabarett in Dobona, hier gleich um die Ecke im 20. Bezirk. Um 20 Uhr geht's los. Die CD-Präsentation wird gefeiert und Sie dürfen, können, sollen dabei sein. Und für alle Späteinsteigerinnen, die vielleicht jetzt erst den Radioauftrag haben, weil sie gesagt haben, ui, so spät ist schon, wollen wir doch natürlich gerne nochmal in die CD reinhören. Welchen Track würdet ihr denn Wir haben auch einen dritten noch vorschlagen? Gastmusiker, Ja, den bekannten Bertel Meyer an der Mundharmonika, mit Von dem wir Zunkeldeck. zwei wunderschöne bekannten Bertel Meyer an der Mundharmonika, mit Von dem wir Zunkeldeck. zwei wunderschöne Ja. Choros aufgenommen haben. Welchen könnten wir abspielen? Vielleicht Pedacinho? Ja, das nehmen wir Nummer 9. Nummer 9. Da hören wir jetzt, ist das was Typisches in der brasilianischen Musik, zur Volkshofe? Grundsätzlich ist mir das nicht bekannt, wobei man sagen muss, der Bertel Meyer spielt sehr viel brasilianische Musik, schon seit Jahrzehnten, hat mit dem Alegre Correa viel gespielt, spielt jetzt mit dem Snow Owl, wobei das nicht brasilianisch ist, aber zumindest südamerikanisch, und ist ein großartiger Musiker und kennt sich hervorragend aus in der Musik und hat uns großartig unterstützt. Und für alle, die vor ihren Radiogeräten mit laut aufgedrehten Lautsprechern sitzen, weil sie die Musik genießen wollen und sie denken, auf was pumpert denn da so? Ich weiß es auch nicht, oben gedrehten Lautsprechern sitzen, weil sie die Musik genießen wollen und sie denken, auf was pumpert denn da so? Ich weiß es auch nicht, oben tut irgendwer einen Kosten verschieren bei uns im Studio oder sonst irgendwas. Es gehört nicht zur Musik dazu, denn die werden wir jetzt ohne Pumpern genießen. Bitte sehr, Villa Madalena.
Hier heute zu Gast auf Rausch 94.0 im Freien Radio in Wien, Villa Maddalena, und die CD wird präsentiert am 17. November im Kabarett Wien Dobona, Damen und Herren. Da schauen Sie bitte vorbei und nehmen Sie gleich die CD mit, die bunt ist, wie wahrscheinlich geplant von Anfang an. Das ist sehr schön. Ich muss mich von den beiden, die bunt ist, wie wahrscheinlich geplant von Anfang an. Das ist sehr schön. Ich muss mich von den beiden Herren bereits verabschieden, denn die Zeit rennt. Lieber Nico, lieber Franz, ihr habt noch ein Lied, das ihr spielen könnt, sollt, dürft, wollt. Also ich spiel's, weil die CD ist von euch, aber ich drücke auf Play. Was habt ihr euch noch ausgesucht? Eine Eigenkomposition von mir. Nicolo heißt sie, das war... Der kommt auch bald. Der kommt auch bald, genau. Diesen blöden Wortspiel. Kann man sich schon langsam einstellen, genau. In der Weihnachtszeit. Nicolo vom neuen Album, Lass mich angelernt. Danke, dass ihr Zeit gefunden habt, vorbeizuschauen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Damen und Herren, bis nächsten Donnerstag. Tschüss, Baba und auf Wiederhören.